Hola, hola. Guten Tag. Ei, 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 ei. Ist das Leben schön? Immer eine schön geheizte Wohnung, ein voller Kühlschrank und am Konto geht's auch gut. Der Wohlstand ist ja schon etwas Schönes. Da muss man nicht mehr denken, kann man sich einfach fühlen. Auffüllen. Himmel, Arsch. Nochmal. Wir sind in einem Land daheim, wo man sagt, wir haben ziemlich etwas von der besten Bildung von dieser Welt und ich merke, dass die Leute nicht an mich denken können. Sie haben überhaupt keine Ahnung, was da abgeht mit dem Corona-Seich. Es ist wirklich ein grusiges Konzept, was da im Hintergrund ist. Und es ist unmenschlich, es ist nicht haltbar, das darf man nicht machen als Mensch. Und das sollte sofort gestoppt werden und der Hintergrund offengelegt werden. Aber es wird nicht offengelegt. Öffentlich ist es schon, wenn man geht suchen. Und dann muss man auch finden. Das ist Arbeit. Und da sind die meisten Menschen hier in der Schweiz einfach zu faul. Für das wird ja nicht zahlt, heisst es dann. Das ist so ein Spruch. Dass sie dann aber selber daran glauben müssen, das denken sie gar nicht. Überhaupt nicht. Weil sie wissen ja dann nicht, was da läuft. Nein, im Gegenteil. All denen, die dann wirklich am Schauen sind und am Recherchieren sind und Informationen weitergeben, die werden dann praktisch alle abgemacht. Oder wir sind doch da nicht in Hollywood und du bist doch ein Spinner und ach komm, Träumer und noch viel Schlimmes. Wir kennen es ja. Es ist ja das Werkzeug, um einen anderen mundtot zu machen, wollen, dass er einfach die Schnurre hebt. Das ist Gugus. Das ist ein kompletter Gugus. Und so werden die so tun, einfach daran glauben. Irgendwann wird man dann müssen daran glauben. Schon im WEF hat es geheissen, das wird unsere Welt verändern. Das mal nicht nur die Welt, sondern auch uns. Auch uns. Was heisst das jetzt? Man kann bei Fachleuten schauen, bei Medizinern. Die Impfung, die kommen soll in unser Genom eingreifen. In unsere Gen. Also wir werden gentechnisch verändert, wenn man sich impfen lässt. Das ist hier in der Schweiz strengstens verboten. Darf man nicht. Anderswo auch. In den meisten Orten. Von dem redet niemand. Von der digitalen Identität, die damit eben auch kommen soll, redet auch niemand. ID 2020. Und dass bereits schon 100 Millionen Menschen da die ID 2020 schon haben und mit dem umwandeln, also genetisch schon verändert sind, redet auch niemand. Das ist zum Beispiel in Bangladesch so. Das ist das Pilotprojekt von Bill und Melinda Gates Foundation. Ich kann euch eins sagen. Mir geht es auf den Wecker. Solche stumpfsinnige Antworten immer müssen überzukommen oder Anwürfe überzukommen. Es geht mir wirklich auf den Wecker. Es berührt mich nicht innerlich gross. Ganz sicher nicht, weil ich ja weiss, dass das Dummheit ist. Nicht anders. Pure, blöde Dummheit. So zu reagieren, statt zu prüfen. Auch das Black Lives Matter
Das ist genau so eine Scheiße und gehört ins ganze Spiel hinein. All lives matter. Jedes Leben hat das Recht. Jedes. Es ist die Angelegenheit von jedem Recht. Und das sollte man sich ein bisschen bewusst sein. Jede Hautfarbe, jede sogenannte Menschenrasse. Ich sehe das halt nicht so in Rassen. Natürlich gibt es Verschiedenheiten. Bei einem gelben, roten, schwarzen, braunen oder weißen. Natürlich. Logisch. Die darf man auch sehen. Das ist noch längstens nicht rassistisch. Aber heute werden ja Mohrenköpfe aus dem Regal genommen, weil sie rassistisch sind. Und dann ist eine Pizza Hawaii weg. Ich kann das überhaupt nicht kennen. Ich kann das nicht essen. Das ist keine Pizza. In meinen Augen. Aber es wird dann als rassistisch angeschaut. Haben ihr kein anderes Problem, finde ich. Ja, Black Lives Matter ist natürlich ein ganz tolles Instrument, wo man all die Schläfer kann rausholen und jetzt mobilisieren. Also man sieht es ja schon eine Weile in Deutschland. Wir haben vor 10 Jahren schon wirklich gewarnt. Wir haben gewarnt, dass da Schläfer kommen. Islamisten. Die sind dann ganz lieb. Tun sich so gut, wie es irgendwie geht. Ja, in die Kultur einfügen. Bis es dann darauf ankommt. Und dann wird das Kind vor den Zug gestoßen. Und dann Nummer eins. Und dann ein Erwachsener. Und dann wird einer abgeschlachtet. Mit dem Schwert auf der Straße. Etc. Ja, und heute nehmen sie das ganze Ding selber in die Hand und machen, was sie wollen. Und dann schauen wir jetzt mal bei unserem Nachbarn Deutschland, schauen wir mal, wie so etwas gesetzlich angegangen wird. Sobald dass du irgendein sogenannter Flüchtling bist, kannst du machen, was du willst. Du kommst nicht gross in ein Problem. Du kannst sogar Frauen vergewaltigen oder Kinder vergewaltigen. Und die passiert nicht viel. Was soll das? Das ist keine Form, um miteinander zusammenleben, in Frieden, in der Menschheitsfamilie. Das ist keine Form, wirklich nicht. Und es wird auch bei uns unruhiger. Ich habe es schon im Februar gesagt, es geht nicht lange, da kommen die soziale Unruhe. Und die fangen auch bei uns jetzt langsam an. Und das auch mit Sachbeschädigungen, und zwar massive. Ja, nun, Sachen kann man flicken. Verletzungen und Leben unter Umständen eben nicht. Wenn ihr da jetzt nicht aufmerksam werdet, was da in dieser Welt abgeht, dass wir da die 4. Industrierevolution will so durchziehen und uns unter totaler Kontrolle will halten als Sklaven und das mit der Impfung eben will machen und mit der Vermischung der Völker. Wenn ihr das nicht seht, dann kann euch niemand helfen. Dann laufen ihr einfach voll rein. Es sind eure Kinder, die nachher so eine App haben. Viele Kinder haben ja schon ein Handy. Und es sind eure Kinder, die dann ums x-fache noch mehr der Gefahr ausgesetzt sind, pädophilen Arschlöcher auf den Leim zu gehen. Und die Kinder, leider durch das App für die Pädophilen leicht auffindbar. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Überhaupt ist mir das Wurst und gleich. Geht einmal selber recherchieren. Oder geht dann wenigstens einmal den lesen,
wo man euch etwas anlegt. Die Berichterstatter.ch hat genug Informationen drin. Bereits jetzt, bevor es offiziell schon da ist, hat es in dieberichterstatter.ch genug Informationen drin, um sich ein bisschen klar zu werden, was da abgeht. Warum das nicht gemacht wird? Ja, weil der Freund und der Kollege und der Nachbar von nebenan, das sind doch alles Verschwörungstheoretiker, musst doch gar nicht gehen. Komm, lass das sein, komm, die spinnen doch sowieso. Ja, bitte. Du kannst die Meinung weiterhin so behalten, wie du willst. Ich finde, dann bist du eine Gefahr für die Gemeinschaft von diesem Land. Und dann gehörst du irgendwann weg. Weil dann wird es einfach so passieren. So ist es. Was dann mit uns passiert, das wissen wir dann auch nicht. Möglicherweise kommen wir dann eben auch weg. Weil du nichts gemacht hast. Weil du nicht angestanden bist. Und weil du nicht für deine Kinder schaust. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. So etwas. Das ist unmenschlich. Das ist abartig. Und das ist verantwortungslos. Und wenn wir jetzt wirklich sauberen Tisch haben, dann müssen wir aufstehen. Was wir da noch retten können, werden wir sehen. Alles bin ich mir nicht sicher. Wir haben eine Pflicht zum Aufstehen. Alles andere sind in meinen Augen Feigling, Doofschwätzer und Idioten. Wirklich. Etwas anderes kann ich da nicht mehr drin sehen. Ich weiss, es klingt hart. Ich weiss. Es ist aber noch viel härter, das, was da auf uns zukommt und was bereits schon ist. Also wenn ich jemandem Idiot sage, weil er sich einfach nicht bemüht, nicht engagiert, dann ist das gar nicht gegen das, was ist und kommt. Wenn wir im Frieden miteinander zusammenleben, egal welche Hautfarbe, dann müssen wir aufeinander zugehen. Und dann müssen wir aufeinander so zugehen, dass man sich umarmen kann. Nicht anders. Das muss das Gegenüber einsehen und das muss ich einsehen. Oder du. Schaffen wir das nicht, ist es vorbei. Dann können wir einpacken. Dann müssen wir jeden Morgen aufstehen und schon Angst haben, zur Tür auszulaufen. Dann müssen wir jeden Morgen aufstehen und Angst haben, dass unsere Kinder auf dem Schulweg überfallen werden, abgeschlagen werden. Und noch schlimmer. Das wird kommen, wenn du und die Sieben die nichts machen. Genau das wird kommen. Das ist kein Witz. Das ist leider fürchterliche und tragische Realität. Es gibt Möglichkeiten, um sich zu wehren, bei uns hier in der Schweiz. Und das ist mal erstens eben das Anstehen. Und am nächsten Samstag zum Beispiel kann man in Bern auf dem Bundesplatz anstehen. Friedlich und klar aufrecht für die eigenen Grundrechte einstehen. Wäre mal etwas, oder? Statt immer noch blöd zu schwafeln. Den Finger hinten rausnehmen, auf Bern gehen und anstehen. Machen euch ein bisschen schlauer. Ihr seid es nämlich wirklich nicht. Ihr seid überhaupt nicht schlau, wenn ihr so tut. Es ist höchste Eisenbahn. Es ist nach 12. Ja. Wir können es, wir haben es ja im Griff. Wir können ja die Zeit einstellen, wie wir sie wollen. Haben wir das Gefühl. Aber irgendwann ist der Zug abgefahren. Dann nützt es ja nichts mehr. Dann kannst du auf dem Bahnhof warten, solange du willst. Es kommt dann keiner mehr. Oder wenn du nicht mehr brauchst. Verwacht
Und lasst euch den Scheiß nicht so servieren und fressen das nicht alles. Wirklich, das ist unglaublich, wie da gelogen wird, wie da hintergangen wird. Es ist euers. Und es ist auch euer Leben. Aber ihr müsst euch bewusst sein, dass ihr das Leben der anderen, wenn ihr nichts macht, ebenso gefährdet. Und für das wird etwas zurückkommen bei euch. Ganz bestimmt. Was ihr nicht wünscht. Das wird vom Ganzen so sein. Das wird so kommen. Es gibt praktisch nichts, wo die sogenannten Verschwörungstheoretiker in diesen Jahren in die Welt gebracht haben, die dann schlussendlich sich nicht bewahrheitet haben. Es gibt schon ein paar Sachen, aber nicht viel. Sehr, sehr wenige. Die meisten Dinge sind leider eingetroffen oder werden heute sichtbar. Ich fordere euch auf, wirklich jetzt den Worten mal Taten zu folgen lassen, auf Bern zu kommen und für die Eigenrechte einzustehen. Und vor allem auch für die Rechte von unseren Kindern. Weil das sind die sich nicht wehren können. Und da haben wir Verantwortung. Vielen Dank, schönen Tag.